Guten Morgen Schweiz! In diesem Video geht es um das Gesprächsthema von jedem im Moment, der Coronavirus. Der Bundesrat beschließt den Lockdown. In diesem Video erkläre ich, was das ist und was es für uns bedeutet. Zusätzlich gebe ich Lösungsvorschläge für all die das Problem haben, dass sie im Moment nicht arbeiten können. Ich sage euch, was ihr machen könnt. Dann erkläre ich, warum der Virus so gefährlich ist, wer gefährdet ist und wie man sich schützen kann. Dann sage ich, was man machen muss, wenn man sich krank fühlt. Und am Schluss gebe ich noch ein paar wichtige Tipps von mir zu dem Ganzen. Los geht's. Das erste, Lockdown. In der Schweiz herrscht Notrecht gemäss Bundesverfassung. Das heisst, dass der Bundesrat Beschlüsse befassen kann, ohne Zustimmung vom Parlament oder Kantonen, sofern die Beschlüsse nicht länger als ein halbes Jahr gehen. Das heisst, dass der Bundesrat außerhalb der Verfassung handeln kann, solange es nicht Grundrechte einschränkt. Und dann noch wichtig, der Lockdown ist nicht eine Ausgangssperre. Man kann noch frei aus dem Haus rausgehen. Das sind die Massnahmen, die der Bund erlassen hat. Zum Beispiel das Verbot vom Präsenzunterricht und allen Bildungseinrichtungen. Wichtig ist, dass der Kanton Betreuungsangebote schafft für Kinder, die nicht privat betreut werden können. Öffentliche und private Veranstaltungen sind verboten. Und unten sehen namentlich Einkaufsläden, Märkte, Restaurants, Betriebe wie Discos, Nachtclubs, Stripclubs, aber auch Museen, Bibliotheken usw., Coiffeur, das ist alles zu. Wenn man sich nicht an diese Massnahmen hält, kann man bestraft werden. Das Verbot gilt aber nicht für folgende Einrichtungen und Veranstaltungen. Lebensmittelläden zum Beispiel, Poststellen, Banken, Tankstellen, Hotels. Diese Einrichtungen müssen einfach gewisse Hygiene- und Verhaltensregeln einhalten. Dann ist es in der Arbeitswelt so, dass die meisten Homeoffice machen oder Teilzeitarbeit machen oder versichert sind, weil sie angestellt sind. Aber all die allein arbeiten, also selbstständig erwerbend sind, haben ein Problem. Ihr könnt an info@seco.admin.ch schreiben und um Hilfe bitten. Und alle Künstler, die jetzt ihre Vorführungen nicht mehr zeigen können, weil alle Veranstaltungen geschlossen sind, können sich an info@bac.admin.ch wenden und um Hilfe bitten. Für sonstige Hilfe in dieser finanziellen schwierigen Lage schreibt dieser Consulting-Firma. Sie wird euch helfen. Zweitens, warum ist der Virus so gefährlich? Das erste ist die 2-wöchige Inkubationszeit. Das heisst, wenn man den Virus bekommt, merkt man erst 2 Wochen später etwas. Aber auch dann noch kann es sein, dass man den Virus hat, aber kein Symptom zeigt. Wenn man aber Symptome hat, wäre das hauptsächlich Fieber und ein trockener Husten. Drittens, wer ist besonders gefährdet? Das ist die sogenannte Risikogruppe. Das sind hauptsächlich die Leute über 65. Zusätzlich Leute, die hohen Blutdruck haben, Diabetes haben, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Atemerkrankungen oder Krebs. Und je älter man ist, desto gefährdeter ist man. Von den über 80-Jährigen, die angesteckt sind, stirbt jeder 8. Das Sterbegefühl ist so, wie wenn man ertrinkt, also keine Luft mehr bekommt. Man erstickt. Viertens, wie schützt man sich? Und da ist das Erste und Wichtigste, richtig gut und oft Hände waschen. Das ist eine Liste, von wem man mindestens immer Hände waschen sollte. Dann, wenn man niessen muss, in den Ellbogen niessen oder in ein Nasentüchchen niessen, das man nachher wegrührt. Dann ist es wichtig, dass man immer mindestens 2 Meter Abstand hat. Weil man wird am häufigsten angesteckt, wenn man länger als 15 Minuten weniger als 2 Meter Abstand zu einer Person hat, die den Virus hat. Allgemein wäre es gut, einfach Leute zu meiden. Wenn man aber jemanden trifft, ja nicht die Hand geben, zum Begrüßen. Und so begrüßen. Warum nicht Hand geben und warum Hände so oft waschen, ist ganz einfach darum, weil man mit der Hand ins Gesicht langt und dann kann man den Virus übertragen. Das ist die Nummer von der offiziellen Hotline, falls ihr sonst noch Fragen habt. Dann, was ich persönlich auch noch sehr wichtig finde, ist die psychische Hygiene. Lasst euch nicht zu fest stressen, weil wenn man gestresst ist, dann schwächt sich das Immunsystem und man braucht ein starkes Immunsystem, um sich gegen den Virus zu schützen. Dann nächster Punkt. Was macht man, wenn man sich krank fühlt? Ja, nicht zum Arzt rennen oder ins Spital in die Notfallstation rennen, sondern anrufen. Am Arzt anrufen und kommunizieren. Dann wird der Arzt, wenn er euch schlecht fühlt, sehr wahrscheinlich sagen, dass er 2 Wochen allein daheim bleiben soll, in der sogenannten Heimquarantäne. Jetzt zu den Tipps von mir. Erster Tipp:
Tönt euch nicht überinformieren. Das Handy mit den Push-Nachrichten tut uns so viele Informationen zukommen lassen und auf YouTube hat es so viele Infos, die auch teilweise nicht stimmen. Darum das Zeug ausschalten, schaut einmal pro Tag die SRF-Nachrichten, geht einmal pro Tag auf die offizielle Seite vom Bund. Ich habe die Webseite unten in der Infobox hergeschrieben. Das langt völlig. Das führt mich zum nächsten Tipp. Chillt. Gönnt eure Netflix-Serie, leset ein Buch, chattet per WhatsApp mit euren Kollegen. Aber wichtig, tun euch nicht zu viel stressen, weil sobald ihr euch stresst, schwächt ihr euer Immunsystem. Dann ist es wichtig, dass man die Sache ernst nimmt. Aber um es mal in eine Relation zu setzen, also in der Schweiz sind bis jetzt 14 Menschen gestorben, weltweit 7100 Menschen gestorben ab dem Virus. Das ist tragisch und es ist eine grosse Zahl. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass jeden Tag 24'000 Menschen an Hungertod sterben, weil sie zu wenig Essen haben, wird die Zahl wieder etwas kleiner. Tipp Nummer 3. Tönt nicht zu viel hinterfragen, weil zu den meisten Sachen weiss man auch die Antworten noch nicht. Sobald Sie zum Beispiel ein Heilmittel haben, wird euch der Bund das sagen. Und ihr werdet davon hören, wenn ihr SRF schaut oder wenn ihr jeden Tag mal auf die Bundesrats-Admin-Seite geht, die ich unten in der Beschreibung vom Video hergeschrieben habe. Tipp Nummer 4. Die Nahrung in unserem Land ist gesichert. Also Hamsterhäufe nützt gar nichts. Wenn ihr das Gestell ausräumt, dann hat es nur für eine alte Frau oder so, die in den Laden kommt und etwas dringend braucht, das nicht. Also schaut aufeinander. Wir leben in so einem reichen Land und unsere Nahrung und unsere wichtigsten Sachen sind sichergestellt. Ich habe hier ein Video, das ich gefunden habe, wo Leute über WC-Papier streiten. Hört auf mit so Zeug. Alles ist gesichert. Nicht überreagieren. Was macht es für Sinn, wenn wieder ein Toter gemeldet wird, dass alle in den Laden rennen, ganz dicht beieinander sind, alles Zeug ausräumen, dann wahrscheinlich angesteckt werden, weil alle so nahe sind. Nachher haben sie die im Vorrat für 5 Monate oder so, aber am nächsten Tag ist der Laden ja schon wieder voll. Also es nützt nichts. Tipp Nummer 5. So Masken nur anlegen, wenn ihr wirklich krank sind. Lasst die Masken für die Leute, die krank sind. Um das Video abzuschliessen, möchte ich mich bedanken. Ich möchte mich bedanken bei all denen, die sich an die Regeln halten. Und ganz fest möchte ich mich bedanken bei all denen, die in diesen Spitälern arbeiten, all dem Pflegepersonal, all diesen Ärzten, Hausärzten, all diesen Leuten, die helfen, die Situation in den Griff zu kriegen. Das sind unsere Helden im Moment. Danke vielmals. Alle Infos, alle E-Mail-Adressen sind unten im Beschreibung vom Video. Nutze sie. Dann wünsche ich dir und deiner Familie, dass du gesund bleibst. Und dankbar für all die Sachen, die wir im Moment noch haben. Zusammen schaffen wir das. Genieß deinen Tag. Ciao.